Mikrofon, check, Mikrofon. Schon gar kein Mikrofon. Das ist ein Sprinkler. Eine Sprinkleranlage. Und in der heutigen Folge geht es nur um Wasser. Mein Schweiß. So, wie ihr seht, ich bin hier in Dresden angekommen. Und eben, wie gesagt, heute geht es um Wasser. Ich sage aber schon mal Hoi, mein Name ist Colin und du bist gerade angekommen im Paradieschi Dresden. Vermutlich sehen das nicht, aber jetzt gerade, als ich ankomme, hat es angefangen zu regnen. Regnen tut es hier nicht so viel. Und vor allem, wenn wir auf dem Südhang sind, haben wir sehr viel Sonne. Also könnt ihr euch vorstellen, ist es ziemlich trocken. Darum ist Regen so wichtig. Und Wasser überhaupt. Weil ohne Wasser, im Wasser lebt es, mit Wasser lebt es. Und ja, hey, was erzähle ich euch da? Ihr wisst ja, wie wichtig Wasser ist. Ja, auf jeden Fall, unsere Sprinkleranlage ist auf den ganzen 7 Hektar verteilt. Das haben unsere Vorgänger schon irgendwann einmal installiert. Aber ich habe sie noch nicht gesehen funktionieren. Darum werde ich jetzt im heutigen Video alles darum geben, dass wir mindestens einen zum Laufen bringen. Aber ja, jetzt muss ich mal meine Regenkleider anlegen, weil, wie gesagt, es regnet. Das Rohr nehme ich jetzt mit. Dort vorne ist nochmal so ein Sprinkler. Und seht ihr dort oben beim Hag, dort oben, jetzt auch eins. Genau dort, ja. Ja, jetzt laufen wir ein bisschen drauf. Oben rechts vom Land, wenn ihr das etwas sagt. Dort, wo der Bach ins Land hineinfliesst. Du kennst den Sprinkler. Das dritte Baum, also der dritte Stiel, ist der Sprinkler. Dieser Seite haben wir nochmal eins. Du siehst, in diese Richtung geht es zum Bach. Dort hinten muss ich hin. Das ist nicht einfach. Vor allem mit der Kamera, ich depp. Da drauf muss ich es wohl ziehen. Hey! Sonst geht da wirklich ein Weg mehr ab. Aber da oben sind wir noch nicht gewesen, gell? Ja. Das ist nicht einmal die Grenze. Da oben hat es dann noch ein Stück Land, das dazugehört. Aber die Felsen, ja, dann muss ich vorbei. Fast ist es oben. Ja, am Licht am Ende vom Tunnel. Ja, nur nicht ausrutschen. Nur nicht ausrutschen. Wie ihr seht, wir haben auch Wohnungen mit Aussicht. Ich habe es fast geschafft dort zum blauen Tonnen. Dort muss das Ende vom Rohr ran. So, jetzt bin ich da. Ich hoffe, das Wasser steht nicht gerade so fest. Mein Plan ist, von dort hinten oben, das Rohr runterführen lassen, damit es hier ins Blaue hineinfliesst. Da dann das Rohr bespeist mit Wasser und weg geht's dann. So von da rein, da raus und zur Sprinkleranlage. Auf die Arbeit habe ich mich gefreut, weil so im Bach rumgeht, ein bisschen Staudamm bauen. Da kommt das innere Kind kommt wieder richtig auf und ich darf jetzt gehen und platschen und ein bisschen Wasser. Meine Schuhe sind noch schon nass. Aber ja, ich fange jetzt mal an zu bauen und ich zeige euch jetzt da. Da werde ich das Wasser auffangen. Also werde ich da so eine kleine Staudamm machen, irgendeine Art, damit das Wasser schön direkt in die Röhre fließt. Ja, dort was Ende vom Rohr ist, dort ist es richtig. Hey, es fließt! Ich weiß nicht, ob du es siehst, wahrscheinlich nicht. Schauen, noch nicht fest. Die Sonne ist auch schon voll. Seht ihr das Wasser? Es fließt gerade auf das Rohr durch, kommt rein. Dann geht es durch die Seite weiter, da ist schwarze Rohr. Ich habe schon weiter unten gelassen und ich höre Wasser fließen. Haha! Da habe ich schon ein bisschen Freude. Es läuft. Es wow! Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo es rauskommt. Hey!
Der nächste Kübel ist dort unten. Und es läuft ein altes Bachbett. Es ist tiefer unten. Und das Bachbett, wo es drin stehen würde, ist total ausgerichtet. Das heisst, ich muss probieren, das kleine Bach da auch ein bisschen umleiten. Aber ich glaube, das werde ich heute nicht schaffen. Da ist eben der Bach abgekommen. Und dort in die Tonne reingeflossen. Also ich habe mir gerade etwas gelernt. Ich muss mir mehr zutrauen. Ich habe gesagt, ich schaffe es heute nicht. Hey, warte schnell, ich muss die Kamera kehren. Ich muss euch etwas zeigen. Es fließt! Es lebt! Haha! Ich habe einen neuen Bach, also einen alten Bach wiederbelebt. Ich habe gerade eine Scheissfreude. Also ich gehe in beiden. 1, 2. In beiden Rohren fließt Wasser. Kannst du das auch? Ja, jetzt mache ich mal Pause, weil es läuft Wasser. Und danach gehe ich herausfinden, wo geht es hin, zum nächsten Staupunkt. Weil immer wieder hat es eine Schraube und dort kann man stauen oder loslassen und sprinkeln ein und aus. Und jetzt sollte das eigentlich dauernd laufen. Ab und zu muss ich schauen, wenn es verstopft ist oder so. Aber theoretisch sollte das jetzt immer laufen. Ganz ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was ich mache. Aber ich mache mal alle Hahnen zu, weil die Hahnen sind so Ableitungen und die gehen dann zu Sprinklern. Ich vermute, die Leitung muss sich mit Wasser füllen, damit es sich ein Druck aufbaut. Das heisst, ich muss alle Abzweigungen abschalten, damit es einfach bis zum Ende sich auffüllt. Macht Sinn, oder? Ich sehe es wahrscheinlich nicht so gut. Aber dort spritzt ein Sprinkler! Dort oben läuft auch eins. Der Hahn ist leider kaputt. Dort auch. Das stelle ich jetzt hier ab. Ist echt das Ende? Weiss ich nicht. Aber es hat keinen Kopf mehr dran. Aber ist schön spitz. So, jetzt habe ich vermutet, da ist der Hang zusammengefallen. Seht ihr? Und ich vermute, dass der Hahn bei der da drunter ist und irgendwo ausläuft. Und deswegen ist die Mauer zusammengefallen. Und deswegen kann ich da auch nicht abstellen und deswegen geht es auch nicht mehr weiter. Theoretisch geht Wasser überall durch. Ich würde sagen, Tagesziel erreicht. Und zum Ende des Tages könnt ihr das Video liken und abonnieren. Weil, genauso wichtig wie Wasser ist, damit alles da rundherum wächst, ist es auch wichtig für uns, dass unser YouTube-Kanal wächst. Also, liken, abonnieren. Heute gibt es keine gescheiten Sprüche. Ich danke dir für das, dass du abonnierst, dass du liken tust und dass du immer wieder schaust. Schönen Abend zusammen. Danke fürs Schauen. Es hat Wasser. Endlich.